So, Servus und Habidere bei Let's Play Gothic 2. So, wir waren jetzt zuletzt durch das Portal gegangen und sind jetzt auf der anderen Seite von der Insel. Hey, Gut, und was haben wir jetzt für Aufgaben? Halt, das war's nicht. So, das war's. Die Banditen schießen auf alles, was nicht wie sie selbst aussieht. Ich brauche eine Banditenrüstung, wenn ich mich den Banditen nähern will. Okay, so eine müssen wir nur suchen. Dann müssen wir Sachen über das alte Volk finden. Und der Raven, der rüttelt am heiligen Tempel von Adanos. Und den müssen wir auch noch stoppen. Okay, dann werden wir uns erst einmal auf den Weg machen. Gerade wohin? Gerade wo gehen wir hin? Was haben wir da unten? Gut, dann haben wir Weidenbeeren. Nehmen wir natürlich mit. Eine Truhe. Und da haben wir. Haben wir jetzt das mitgenommen? Gold nehmen wir mit. Bolzen brauchen wir nicht, weil wir keine Armbrustschütze sind. Wir sind Bogenschütze. Und sonst haben wir da nichts sehen. Ja, da haben wir eine Blutfliege, die werden wir gleich mal erledigen. Hoppala. Und da haben wir wieder so Leguane, oder wie heißen die, Warane. Ja, wie sollen wir denn wir an der Banditenrüstung kommen? Haben wir denn irgendwie... Beziehungsweise, wo sind überhaupt die Banditen? Was haben wir denn da? Fangheuschrecke? So, das war's mit dir, du Mistvieh. Kopf der Fangheuschrecke. Nehmen wir mal mit. Riordian. Hallo, redest du nicht mit uns? Magst du nicht? warte mal. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Okay, also wir haben im Osten haben wir die Banditen. Und wo ist Osten? Ja, im Westen haben wir Banditen. Was haben wir dann im Norden? Oha. Lebt der? Nick.
umso besser. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, wie immer heute. Was haben wir da rumliegen? Eine Steintafel wieder. Und da Heilpflanzen. Okay, es geht doch noch weiter mit den Ruinen. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen erst einmal in den Westen, wenn die Banditen schon im Osten hausen. Und wir brauchen sowieso erst irgendwie eine Rüstung oder so, dass wir da reinkommen. Wer ist denn das da unten? Ist das schon ein Bandit? Oder? Weil ein Magier ist? Na, Magier ist es nicht. So, das nehmen wir mit. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Ja, wir haben eine lebende Legende kennengelernt. So, euer Captain heißt Craig. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. So, was weiß er denn über Raven? Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ich muss ihn töten. Was denn? Du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Gut, wir brauchen eine Banditenrüstung. Vielleicht hat ihr auch nicht. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Ja, hört sich gut an. Oder nehmen wir ihr das? Nehmen wir mal das da. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Ja, können wir denn auf Jagd gehen? Normal schon, oder? Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen.
Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Ja, dann gehen wir heute mal jagen, würde ich sagen. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Aber sicher. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Bleib mal. Ich hoffe, ihr lockt uns nicht in einer Falle oder so. So ein Pirat darf man ja nicht trauen. Das sind Sumpfratten? Ist doch ein Witz, oder? Gut, also in die Richtung geht es auch irgendwie zu den Banditen. Die haben an einem Strand ihre Blockhütten. Und da werden wir jetzt dann uns vielleicht auch hinführen lassen vom Alligator Jack. Ah, das ist praktisch. Wenn der die alle kaputt haut, kriegen wir die EP. Und müssen uns nicht unnötig die Finger schmutzig machen. Was ist da hinten? Haben wir da vielleicht irgendwie eine Höhle oder irgendwas? Haben wir sogar. Mit Goblins drin. Wie viel sind das noch? 2 Säge. Ich glaube, das geht schlecht aus. Ein Goblin-Krieger, der ist eindeutig stärker. Machst du vielleicht nicht länger? Alligator Jack macht nicht länger. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Moment, wir müssen uns erstmal heilen. Weil uns die Goblin-Krieger etwas zugesetzt haben. Mana kann Bar erfüllen. Gut, einmal speichern. Ja, dann schauen wir mal oben in den Talkessel. Da haben wir einen Lurker. Aber der Jack macht es schon. Da ist nichts zu holen. Nichts zum Holen. Dafür gibt es sowas zum Holen, und zwar Waldbeeren. Ein Mistvieh weniger. Ach, das sind die Sumpfratten. Hoppala. Ich glaube, es gibt keine Alligatoren mehr.